Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Soma Uf Pelzig. Jo, jetzt haben wir der Catherine ihr Zimmer durchgeguckt. Jetzt sage ich, arbeite mich jetzt von vorne noch hinten durch. Und gehen wir zuerst zum Guy Conrad. Wenn das irgendwas passiert, da hinten hat es schon gefusselt. Das lecken wir jetzt mal nebendran ab. Keine böse Überraschung, bitte. Hallo, schön. Okay. Das könnte der Astrophysiker hier gewesen sein, an Bord. Mit dem Hang zu... Hoppla. Bisschen die Kraft unerschätzt. Eieiei. Okay, das kommt jetzt erstmal da rein. Ja, stell dich nicht so an. Das muss da rein. Wir leben nicht wie die Schweine hier. Und nachdem wir jetzt der Jägermeisterflasche kaputt geschlagen haben, finde ich, das sollten wir auch da rein machen. Nicht, dass der nächste Mensch, der reinkommt, sich hier verletzt. Und Flüssigkeit ist auch noch ausgelaufen. Also das gute Aquavit oder Jägermeister kann es nicht sein, oder dafür ist es zu klar, das Zeug. Aber naja. Es ist anscheinend nicht alles unkaputtbar hier, nur die Keramik ist unkaputtbar, aber Glas ist sehr schwach. Okay, gut. Flasche entsorgt, Deckel zu. Jetzt kann ich wieder mit mir leben. Da sind Fotos drin. Könnte er sein mit seiner Tochter? Oder mit seinen Kindern, ach. Okay. Vielleicht hat er 3 Kinder gehabt. Und normal die Stadt. Und das hier sieht ein bisschen futuristischer aus. Ja, einfach nur so als Zusatz für die Zukunft, nämlich A. So ein Indikator, dass es was Futuristisches ist. Ein Asteroid. Eventuell der Komet, der die Erde zerstört hat. Oh, wieder Flasch zum Kaputtschlager. Was ist es dann? Olden Fields Bad irgendwas. Okay. Ich kann es aber auch nicht lesen. Es ist zu klar. 45% Hotz. Das konnte ich lesen. Das machen wir jetzt wieder rein. Ich will nicht nochmal den Müll wegrahmen müssen. Da ist es noch einmal. Oh oh. Habt ihr das Geräusch hier gehört? Das könnte nur das Bett gewesen sein. Was kann so... Hier kriecht auch irgendwas rum, glaube ich. So à la Alien Isolation könnte hier irgendwas in der Schächte drin sitzen. Okay, Sonne. Bild von einer Sonne. Und vorne sind auch noch Bilder. Ja, wer hat das nicht? Bilder von einem Autoscheinwerfer. Und von irgendeinem futuristischen Gebäude in der Pampa. Ich glaube, hier kriecht echt irgendwas durch die Schächte. Scheiße. Aber noch hat es nicht getriggert, glaube ich. Noch wissen wir nicht, was das ist. Okay. Oh Mann, die Geräusche. Hier sieht es viel zu ordentlich aus. Und definitiv viel zu ordentlich. Und da ist noch irgendwas auf der Blaupause. ST77 Maser. Maser Tool Safety. Okay. Don't look into emitter, electric hazard. Emitter and battery are hot. Microwave radiation. Okay, ich glaube, da hat er sich einfach noch irgendwas rausgerissen, um da dann was drauf zu zeichnen. Von der Skizze hier, von der Abbildung. Hat er nochmal selber drauf rumgekritzelt und was korrigiert. Könnte das hier sein. Ja, wird wahrscheinlich dabei gewesen sein, um die eigentliche Blaupause zu konstruieren. Okay, hier finden wir jetzt aber nichts von ihm wirklich. Und die Catherine kann uns da auch nichts sagen. Das scheint wohl der Ingenieur hier an Bord gewesen zu sein, aber es sieht hier definitiv viel zu ordentlich aus. Und das Ding hätte ich ganz gern als Waffe zum Schutz dabei. Jetzt mal ohne Scheiß hier nehmen und so. Und Moment, haben wir gleich. So. Ich hätte das Ding ganz gern dabei, jetzt mal ohne Scheiß. Wir hätten doch auch auf Delta die Waffe gekriegt, damit wir unseren Roboterkumpel, unseren K8 abmurksen müssen. Ich wäre stark dafür, dass wir wieder so ein Ding kriegen.
Ich wäre stark dafür, dass wir auf jeden Fall irgendeine Art von Waffe oder Verteidigungsmittel kriegen. Okay. Ich mache dir jetzt aber generell zu. Ich weiß ja nicht, was kommt, ne? Dass ich später nochmal durch den Gang muss und irgendwann kommen so Flasher oder was hier aus deinem Zimmer rausgestürmt, nur weil ich so aufgelost habe. Man weiß es ja alles nicht. Mark Sarang. War das nicht der Kerl, der sich abgemurkst hat? Noch seinem Hirnscan? Er ist offenbar nicht drin. Okay. Sehr diesiges Licht hier. Die Kamera sieht da etwas trister aus als die andere. Erinnerung haben wir nicht, nur Hemder. Carter Industries mit Bilder. Mhm. Okay, also irgendwas mit den Wow-Dinger, ach, was er da eingezeichnet hat, aber ich kann seine Schrift nicht lesen. Y, da hat er irgendwas hingeschrieben. Also an alle Mathematiker und Physiker unter euch, was, mach mal bitte Standbild und ich glaube, so hätte ich es genau auch ausgerechnet. Aber, das da drüber, was so verdeckt und durchgekritzelt ist, hat er wohl verworfen. Da ist auch wieder irgendeine Rechnung. Die Antwort ist leider minus 8 Pi Alpha. Und das stimmt ja mal überhaupt nicht. Also du weißt genau, dass es der Cosinus von 3 ist. Also bitte nochmal nachrechnen. UHS, Fragezeichen. Mindestens, wenn nicht sogar VHS. Da würde ich nochmal nachrechnen. Ich glaube, das ist lieber hoch 1 als hoch 0. Aber er scheint sich mit dem Wow beschäftigt zu haben. Dasselbe hier auch. Oh, und das sieht auch nicht schlecht aus. Aber ich stehe jetzt definitiv noch Y ableite. Also so viel weiß ich. Die Rosette, nee, das ist nicht B, das ist leider Pi Alpha. Und Over ist durch der Faktor Cosinus hätte es geteilt werden müssen. Entschuldigung, ich bin halt der absolute Mathe-Versager, jetzt mal ohne Scheiß. Das war jetzt nur irgendwie halbklug hergebabbelt, weil ich keine Ahnung von Mathe habe. Ich bin der absolute Mathe-Vollversager. Immer nur 5er-Kandidat, einmal 6er gehabt, wenn es hochkommt, mal 4 gehabt. An ganz besonders gute Tage habe ich mal einen 3er gehabt. Aber in der Grundschule war ich ein Enser-Kandidat in Mathe. Aber irgendwann hat das mal aufgehört. So, den Kolber schmeißen wir jetzt einmal in den Müll rein. Du gehört dann nämlich hier. So. Okay. Ich bin mit dem Zeug mittlerweile vorsichtig, Woche. Glas ist anscheinend hier nicht so stabil, wie es sein sollte. Also rein mit der Reagenzgläser. Komm schon. Komm schon. Na. Zack. Rein mit. Und die... Ah. So ein Schluckspecht. Das ist die tollste Erfindung der Welt. Damit machst du bestimmt Millionen. Er kippt nach vorn und holt sich mehr. Entschuldigung, das ist aus der vermisste Halbbruder von der 3. Staffel von The Simpsons. Letzte Folge, 3. Staffel. Oh, da ist was drin gewesen. Aber das ziehen wir jetzt einmal auf, damit es ein bisschen logischer aussieht, wenn ich das lese. Oh, sogar noch was anderes. Carthage, 7. März 2102. Mark Sarang, Geheimdienstanalyst. Okay, doch kein Mathematiker oder sowas. Tatsächlich Geheimdienstanalyst. Theta Pathos 2. Herr Sarang, die Firma freut sich vom Erfolg ihrer Bemühungen zu hören, die Präsenz der WOW auf die gesamten Station auszuweiten. Oh. Der wollte, dass die WOW überall ist. Wir vertrauen darauf, dass Sie die Einzigartigkeit dieser Gelegenheit zu schätzen wissen und dass Sie alles in Ihrer Macht Stehende tun werden, um dieses Mysterium vollständig zu erforschen und zu verstehen. Dazu müssen Sie dafür sorgen, dass Dr. Joan Ross die WOW von Alpha aus ohne Störungen von außen steuern und studieren kann. Im Notfall können Sie sich zur gewalttätigen Eliminierung jeglicher Opposition direkt an Julia bei Omikron wenden. Bitte versuchen Sie aber, extreme Aktionen zu vermeiden. Die WOW ist eine wichtige sowie teure Angelegenheit, weshalb wir auf eine stetige Entwicklung ohne Rückschläge hoffen. Der Aufsichtsrat. Okay, 1 von 2. Ja, okay. Der Aufsichtsrat einfach nur. The Supervisory Board. Arschgeiger. Okay, also es könnte sein, dass in Omikron oder in Alpha, je nachdem, wo wir hinkommen könnten, dass dort die WOW-Zentrale ist. Okay, das war das, was ich vorher gehabt habe. Das sieht ja mal
Aha, und I geht aus. Heimat zu. Alles klar. Aber das Klemmbrett ist cool. Ich mag schwarze Klemmbretter. Hehe. Okay, wieder zu. Und ohne ist vielleicht auch noch? Nee. Ohne ist nichts. Okay. Der Herr Geheimdienstanalyst. Ach Gott, der Herr von und zu. So, machen wir mal weg. Da können wir wieder das Lempel A machen. Da haben wir noch irgendwas. Okay. Ja, da ist noch Info zu der Wow. Abbildung 15. Du scheinst wohl gebaut worden zu sein. Können wir das irgendwie... Nee. Blättern geht leider nicht. Und ein Quetschball. Blöp. Okay. Nix. Der hat wohl zwar sehr tristes, aber sehr interessantes Zimmer wiederum. Mhm. Ah, können wir noch was abspielen? Audiogerät. Oder so Notizblöcke oder sowas. Zack. Okay. Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Moment. Das war im Ohrwaschter dann. Okay. Vorher wollte ich aber den Brief noch vorlesen. Liebe Freunde, wenn ihr das hier lest, werde ich die Arche betreten haben. Wie ich schon erläutert habe, erreicht man das, indem man nach abgeschlossenem Scan aus dem Leben scheidet. Um Catherine nicht zu verängstigen, werde ich im Geheimen ein Kaugummi mit Cyanidsalz versehen und ihn mir in den Mund stecken, bevor ich zu ihr gehe. Wenn sie den Abschluss des Scans verkündet, werde ich zubeißen und mein Leben so schnell beenden. Wenn ihr die Wahrheit über meinen Tod erfahrt, dann gibt es nichts zu betrauern, denn ich habe den Sieg davon getragen. Ich rate euch allen, es mir gleich zu tun und euch zu mir auf die Arche zu gesellen. Mit freundlichen Grüßen, Mark Sarang. Okay, Arschloch. Also, sorry, aber wenn der Hirnscan irgendwie fehlerhaft ist, beziehungsweise nicht geklappt hat oder unvollständig war, dann gibt es nicht nochmal ein Backup von ihm als reale Person, sodass man nochmal eine zweite Version aufnehmen kann. Das finde ich ziemlich fahrlässig, um ehrlich zu sein. Und außerdem, selbst wenn die zweite Identität, die zweite Entität, könnte man ja schon sagen, von dem Hirnscan in die Arche übertragen wird, dann gibt es ja noch einen lebenden Körper auf der einen Seite und das virtuelle auf der anderen Seite. Das heißt, der kann ja nach wie vor weiterleben, ohne dass der von dem abhängig ist. Die zwei sind zwei ganz unterschiedliche Lebensformen. Tja. Did you know that the human body consists of up to 75 trillion individual cells? They typically don't stay with us till we die. Some live a few days, while others live a few years. We're not affected by their short lifespans, as they're replaced by new cells which help sustain our bodies. I don't think anyone would argue that we ever lose our persona due to this process. Yet we are clearly in a constant state of transformation. Then how do we remain the same? A continuous flow of thought and perception keeps an unbroken chain of continuity that we know as our self. Okay. Our conscious mind is not the pattern of our brain, but a continuous emergent entity based on that pattern. When Dr. Chun populates the Ark, she is capturing a moment of our existence and placing it inside the digital world. In dem Moment, wo man den Hirnscan gemacht hat. And your digital you will grow apart due to diverging experiences, but for a tiny window, you are the very same. Genau. With unbroken continuity, it will live on. A fulfilling life, no doubt, no less real than the one from which it was plucked. Now remember, you are not your body. You are the emergent entity. That entity just happens to occupy two places at once for a while. If you took away your body, you would simply be the only one you can be. The you inside the Ark. Let your body die and continue on in the digital paradise among the stars. Das finde ich sehr, sehr fahrlässig, mein Lieber. Aber sehr, sehr fahrlässig. Jetzt mal ohne Scheiß. Ja, der Körper kann weiterleben. Und auf der Arche ist dann noch die zweite Identität. Klar, wie gesagt, ab einem gewissen Zeitpunkt ist man dasselbe. Und dann lebt der Körper weiter und das lebt auf der Arche weiter. Schä. Aber die zwei sind ja, wenn sie sich weiter voneinander entfernen hier, ne? Also hier der Körper und hier das in der Arche, sind die ja nicht so miteinander verbunden. Das heißt, dem ist es scheißegal, ob der lebt oder stirbt.
Weil der lebt hier sein Leben weiter. Und der kann genauso gut sein Leben weiterleben. Und ich würde eher sagen, statt den Pfad abzuschneiden und zu beenden, den Körper zu beenden und hier nur weiter zu leben, wäre es doch besser, wenn der hier weiterentwickelt, um dem hier bei seiner Entwicklung helfen zu können und das Arche-Projekt so lange unterstützt, bis es wirklich abgeschossen ist. Und dann kann man immer noch überlegen, ob man sterben will. Weil man wacht ja dann nicht, wenn man stirbt, wacht man ja nicht in der Arche auf. Das ist, als würde jetzt ein neuer geboren werden. Das ist ja nicht, als wären die zwei direkt miteinander verknüpft. Das ist ja die Sache bei der... Das ist ja die Sache, ne? Der in der Arche aufwacht, ist der denkt, er hat seinen Hirnscan gerade abgeschlossen. Es ist schon etwas kompliziert, muss ich sagen. Aber an sich relativ easy zu verstehen, würde ich sagen. Okay, da sind noch zwei. Ich denke, das wird halt wieder nur Sightseeing, bis die 20 Minuten rum sind, ihr liebe Leid. Aber so what? So what? Es macht Spaß. Es macht Spaß, darüber zu diskutieren und zu sehen, wie die Leute hier gelebt haben, finde ich. Auf jeden Fall. Okay, bei wem sind wir jetzt überhaupt reingegangen? Warte mal gucken. Ah, bei der Robin. Robin Bass. Okay, das war die so ganz enthusiastisch war. Die sich so richtig auf die Arche gefreut hat. Und der ist nicht sagen konnte, dass er draußen in einem Roboter steckt. Anscheinend hat die Wow sie dort reingeladen. Okay. Das könnte Bild sein, wie sie sich das Leben in der Arche vorstellt. Ohne Diskriminierung aller Völker der Welt zusammen in eine neue digitale Welt. So Bilder, wie man es eigentlich nur von kleinen Kindern so kennt, die Weltfriede zeichnen. Thermoskanne, wenn kein Kaffee mehr drin ist, kann's fort. Genauso wie der Schampel hier. Reite mit. Okay, cool. Das ist ja geil. Blume von der Oberfläche eingeschweißt in Glas oder so. Das lasse ich durch. Das schmeiße ich nicht fort. Wir müssen eh alle sterben. Ich bin voll dabei. Ich vertraue Sarang und der Kontinuität. Okay, die hat auf den Selbstmord Kaspar gehört. Okay. Irgendein südamerikanisches Land oder europäisches, Spanier oder so könnte es sein. Hihi, rotes Ketzel. Goldig. Das ist ja auch cool. Das ist auch cool gemacht. Die hatte wohl ein Bild genommen. Render Arc, ja. So Prototyp von der Arche oder was, wo man die Programme gesehen hat, sie wohl ausgedruckt. Und da außenrum dann nochmal ihr eigenes kleines Bild drum gemalt. Und da ist nochmal eine Stadt. Stinkt normal, wie man es heute auch kennt. Und hinten dran halt nochmal irgendwie so futuristisches Gebäude dran geknallt, damit man so sieht, das soll in der Zukunft sein. Recht easy gelöst, ein bisschen billig, würde ich sogar fast schon sagen. Aber man kriegt die Botschaft. Ist das ein Katzenschal oder was? Keramikschal für Katz oder? For Auntie. Für die Tante, für Tantchen. Okay. Das hat wohl ihr Nichte für sie gemacht. Für die Tante Robin. Und nee, nicht die aus How I Met Your Mother, die ich übrigens überhaupt nicht leiden kann. Die Tante Robin mit ihrem Birnenkopf. Die mag ich überhaupt nicht. Ja, hier, der Stuhl, der steht ein bisschen im Weg. Komm. Zern dich mal woanders hier. So, ist in Ordnung. Jetzt können wir mal wirklich hier in Friede die Dinger aufmachen. Okay, da war jetzt nichts Spannendes drin, nur wieder so Quetscher. Und ganz ohne. Was ist das? Ich finde es auch ein bisschen schade. Stopsel. Original-Tampons. Jawohl. Die sind ganz wichtig. Das war vielleicht ein Tamponbehälter, den die Nichte hier gemacht hat. Also zack drauf. Stopsel. Jetzt auch im Big Pack. Okay. Ja, ich finde es aber schade, dass die Catherine sich nicht meldet. Okay, das ist leider zu. Ich finde es schade, dass die Catherine sich nicht meldet und eventuell nochmal Infos zu den Leuten gibt, wie die so drauf waren. Das würde mich nämlich auch interessieren. Okay. Hoppla. Die Musikrad, ach. Hoppenla. Pathos 2, okay. Da ist noch was. Ist er das? Wenn ja, war es sehr hübsch hier. Und das könnte ihr Mann, Vater, Bruder, irgendwas gewesen sein. Ja, wenn es war, war es sehr hübsch, die Robin. Schade. Oh, scheiße, die scheint sich ja mit dem Rasiermesser die Pulsadern aufgeschnitten zu haben.
Mal das Ei klappen lassen, das Ding. Na? Wirklich bewegen können wir es auch nicht. Mit einer ruckartigen Bewegung können wir die Klinge jetzt auch nicht einschnappen lassen. Na gut. Packen wir das Motor rein. Ja, die scheint sich mit dem Rasiermesser hier aufgeschlitzt zu haben. Scheiße. Vielleicht auch die Kehle. Das sieht aber eher aus, als hätte sie hier einmal rechter Arm und einmal linker Arm geschnitten. Könnte aber auch sein, dass sie sich die Kehle noch durchgeschnitten hat. Uah. Was meiner Meinung nach einer von der schlimmsten Tode überhaupt ist. Kehleschlitzer. Das ist auch sehr geil gemacht mit dem Arc-Render-Bild. Und außerdem dann nochmal das Gemalte, finde ich sehr cool. Könnte aber auch sein, dass es so kindlich aussieht, dass das ihr Nichte gemalt hat. Und sie dort damit aufzuheitern. Okay, jetzt machen wir nochmal ein letztes Mal Sightseeing. Da hat es, glaube ich, gerumpelt. Da war, glaube ich, was drin. Das möchte ich heute noch zu Ende bringen. Okay, Achtung, Flasher eventuell. Oh, scheiße, wow, aber. Hier gibt es auch kein Licht. Okay, bei dem hat die Wow-Reihe gewuchert. Und die könnte auch das Fussler ausgelöst haben. Und irgendwo tropft es auch, ja. Scheiße. Okay, ich habe schon gedacht, jetzt hockt da ein Flasher oder sowas drin. Finden wir hier noch irgendwelche interessante Infos? Da könnte man nur wieder in die Rosette greifen. Das lassen wir jetzt aber wirklich sein. Wie ich schon gesagt habe in der letzten Episode, ich habe beschlossen, dass man das ab jetzt sein lässt. Ich will nicht noch eventuell zu der WoW gehören. Oder von der WoW übernommen werden. Okay. Soweit, so gut. Okay. Na gut, jetzt haben wir alle Zimmer durch. Das war das Zimmer von Martin Fischer. Okay. Ich gehe jetzt nochmal zu dem anderen Raum. Oh Gott, hier habe ich gedacht, da steht einer, aber es war nur der Tisch. Ich gehe jetzt nochmal zu einem anderen versiegelten Raum. Und da mache ich dann den Cut. So. Hoffentlich passiert nichts auf dem Weg dort hier. Das Licht ist jetzt leider endgültig ausgegangen hier. Okay, die Catherine ist auch relativ still. Von da kamen wir. Genau, und dort müssen wir hier. So, dann die Sache, ihr liebe Leute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch wenn das halt eher so eine Philosophierunde war, würde ich sagen. Und ein bisschen Sightseeing in Theta. Aber ich freue mich auf jeden Fall wieder auf morgen. Da sehen wir uns dann wieder zu Let's Play Soma auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Wenn wir hier reingehen. Eiern. Yankee.